Hallo zusammen. Im heutigen Video geht es um ein Erlebnis, das ich an einem Single-Anlass hatte. Und zwar konkret 2 Frauen, die dort angekommen sind und einfach keinen Bock hatten, andere anzusprechen, auf Männer zuzugehen. Und in dem Video zeige ich dir, warum die Zeit einfach vorbei ist, dass Frauen auf Männer warten, dass sie den ersten Schritt machen. Ja, und zwar helfe ich ja an der Single Lounge mit, wer das Event noch nicht kennt. Unten hat es einen Link. Und es sind dort 2 etwa 35-jährige Frauen, sind dort auch reingekommen und haben gesagt, sie sind das erste Mal da und sie wollen jetzt mal schauen, wie das so ist. Und dann sind sie, nachdem sie reingekommen sind, sind sie irgendwo angestanden, haben ein bisschen miteinander geschnurrt und haben eigentlich gewartet, dass sie angesprochen werden. Was ich immer wieder festgestellt habe, ich habe immer wieder mal rübergeschaut, wie die Situation dann ist. Mir ist aufgefallen, dass sie einfach selten bis gar nicht angesprochen worden sind. Sie haben dann gefunden, wir warten jetzt einfach. Ich meine, die Männer müssen ja den ersten Schritt machen. Ich habe sie dann auch gefragt, wie ist die Situation? Sind da schon angesprochen worden? Wie findet ihr das? Und sie haben gefunden, die Männer sollten den ersten Schritt machen und sie warten jetzt einfach mal darauf, dass ein Mann den Mut hat und sie anspricht. Und nach etwa einer Stunde oder 1,5 Stunden war es immer noch die gleiche Situation gewesen. Sie sind immer noch am gleichen Ort gewesen, haben einfach nebeneinander gewartet, damit endlich sie jemand anspricht. Bis dahin ist es eigentlich nicht so speziell. Das sehe ich wirklich extrem viel, also Single-Anlässe, dass man einfach im Ecken steht und nichts macht. Und die Begründung aber von diesen Frauen war, hey, Männer müssen den ersten Schritt machen, so ist das einfach. Und dann habe ich ihnen gesagt, hey, macht doch selber mal den ersten Schritt. Da hat es überall Männer mit einem Namenstafel, ich könnte sie ansprechen mit dem Namen. Ich könnte ein Gespräch anfangen. Aber sie sind einfach sich geweigert, den ersten Schritt zu machen. Und die Begründung war, das ist einfach so das Rollenbild. Bullshit ist es nicht. Es ist nicht das Rollenbild. Es liegt an dir, was du aus einer Situation machst. Und was ist dann passiert? Und das war eigentlich das Highlight für mich. Ich habe es spannend gefunden, das zu beobachten. Das Highlight war, dass sie eben nach einer Stunde oder 1,5 Stunden gefunden haben, ja, dass die Männer haben einfach keine Eier und sie gehen jetzt ein bisschen tanzen, irgendwo noch mit anderen stehen. Was danach ist, das hat mich umgehauen. Das ist genau die Lüge, die wir immer alle zusammen kreieren. Und zwar, egal ob Mann oder Frauen. Die eine hat das Handy vorgenommen und hat von ihren beiden, also hat von sich und von der Kollegin ein Selfie gemacht mit keinen Leuten hinten dran. Und sie haben so das, hätten sie eine geile Zeit gehabt. Sie haben so da, sie haben eine Lüge kreiert. Und das ist das, was ich so schade finde mit dieser Selfie-Generation. Ich meine, ich habe auch schon Selfies gemacht, mein Gott. Aber hey, warum kreierst du eine Lüge? Warum kreierst du etwas? Da sind wir genau wieder bei dem Video, das ich das letzte Mal gemacht habe. Ich tue das auch unten verlinken. Du fühlst dich leer, du bist nicht angesprochen worden als Frau. Und es fühlt sich nicht gut an. Aber statt dass du das Gefühl zulässt, weil zuerst musst du das Gefühl zulassen, dass du einfach nicht angesprochen wirst oder dass du einfach nicht beliebt bist oder dass du einfach nicht das bekommst, was du erwartest. Statt dass du das machst, tust du irgendeine Lüge kreieren und zeigst deinen Kolleginnen, dass du eine geile Zeit hast. Das ist einfach Bullshit. Das macht dich nicht satt, das macht dich nicht voll. Das ist wie wenn ich einen Burger im McDonald's esse und ich bin danach zwar irgendwie satt, aber ich fühle mich nicht gut, ich fühle mich nicht voll, ich fühle mich nicht, das ist jetzt etwas Gutes gewesen. Und genau das Gleiche ist bei diesen Frauen auch passiert. Sie haben auch einfach nicht das erlebt, was sie erwartet haben. Die Erwartung ist nicht erfüllt worden, in dem Fall von den Männern. Und sie haben sich einfach für das schlechte Gefühl, für das Gefühl, dass sie nicht das bekommen haben, haben sie etwas kreiert, wo im Moment sich wieder ein bisschen besser angefühlt haben. Und zwar haben sie nehme ich jetzt mal an, die Fotos irgendwie in soziale Netzwerke hochgeladen und haben dann durch das Bestätigung bekommen von anderen Menschen. Die haben ihnen dann in dem Moment wahrscheinlich geglaubt, dass sie eine gute Zeit haben. Ja, wir Männer sollten auch den ersten Schritt machen. Ja, das ist so. Aber hey, ihr Frauen, macht den ersten Schritt. Es stellt sich immer die Frage, wartest du auf Möglichkeiten oder kreierst du Möglichkeiten? Und diese Frauen haben an dem Abend einfach nur gewartet. Ich muss, glaube gar nicht mehr viel dazu sagen. Aber hey, das ist einfach meine Meinung. Nicht mehr Wunder, vor allem ihr Frauen, wenn ihr das Ganze seht, wenn ihr in eine Bar geht, wartet ihr, ganz ehrlich, wartet ihr immer, dass euch Typen ansprechen oder nehmt ihr auch selber das Ganze in die Hand? Schreibt es unten in die Kommentare rein und auch ihr Männer, wie erlebt ihr so? Habt ihr schon erlebt, dass eine Frau euch angesprochen hat? Ich selber habe das höchst selten erlebt. Aber wenn es natürlich ist, wenn es entspannt ist, finde ich es extrem positiv. Ich finde es extrem schön. Schreibt etwas rein. Auch Leute, die
meine Videos entdeckt haben. Ich liebe es, wenn ich einfach Feedback von euch bekomme, wenn ich auf die Feedbacks auch eingehen kann, wenn ich neue Inspiration bekomme. Schreibt es rein und das wäre es gewesen. Ich bin Janusz von Deep Connection. Macht's gut. Ciao zusammen.